So, get Marius. Ik geloof allemaal ze waar de muziek dan staan merken wanneer ik met reden, maar ik ben nog niet right. Sorry. Maar dat dan zei ik go Arbeit ist, und nicht ist das wirklich eine gute Arbeit. Ich glaube, dann sei er. Die sind ein gutes Team mit der Band da. Die haben vielleicht von dir gesehen, dort du nicht Batterie, wie nicht so. Für die wird nicht weiter für was das Häuschen du hast. Und wenn vielleicht sagt der Herr jetzt, die dieses vielleicht Batterie lernen, wenn es ans viele mehr Batterie ist das. So, das könnte vielleicht auch bei uns sein. Wenn es die kennen, die fangen up mal ganz von null an und dann irgendwann dann können sie Fans spielen. So, wo wir Fans sind nach? Von was reden wir? Wir reden so beten als Jesus. Wir gehen in eine Serie durch, eine Botschaft, der Plottage, was sich nennt, so beten als Jesus. Und wir nehmen das Gebet von Johannes, Kapitel 17. Johannes Kapitel 17 ist ein wunderschönes Kapitel, wo Jesus betet, er gestorben ist für die und mich, er in Tod geht, dann geht er im Garten an und er betet für die und mich. Und das Gebet ist ein Gebet, was sehr bekannt ist und was viel von geredet wird. Und das ist ein Gebet, was wichtig wird sein, dass du das kennenlernen willst, wenn du das noch nicht kennst, dass du das für dich selbst lesen willst. Aber wir wollen das einfach diese studieren. Wir waren von der nicht vorig merken, wir waren nur die in der nächsten Sendung auch wiedergehen. Aber von der weil wir ein zweites Part lesen von dem Gebet. Viermal hat wir gecheckt, dass wir im Namen Jesus beten. Und im Namen Jesus beten ist einfach an seine Autorität beten, dort ist mit seinem Hort beten, dort ist so beten, dass wenn Jesus selbst beten würde, und seine Autorität brückt, um dort wirklich Sachen passieren. Und dann reden wir von den ersten 5 Versen, wo Jesus zu beten hat. Das ist ein ganzes Kapitel, wo Jesus für die und mich betet hat. Und die ersten 5 Versen, der redet über die Radung, wo wichtig Jesus die Radung ist. Wirklich, das ist ja klar, dass am der Radung wird wichtig sein, wenn du wirst nicht von anderen Menschen sterben und dann sei müssen tun, dass die Rat wird oder nicht. Wenn du all betont hast, dann sei das ein Dank. Und nochmal, dann betont einer irgendwem Wort und einer freut sich dort, wenn der dort dann brücke hat. Aber wenn einer sagt, die hat von United. Du lädst vielleicht von dir Tamara irgendwem zu Churrasco an und du freust die dort und sagst, ich will die von dir in Churrasco und Peilon betonen. Und du weißt, die 50 hat ein bisschen mehr Peso, die wirst du gut für was anderes brücken können, aber du hast die geteilt. Was wirst du dann denken, die kriegst sie eine schief eten und die lässt du bloß stehen und die schmiert weg. So, Jesus, das ist die Radung wichtig. So, die ersten 5 Verse beten dafür, dass die Radung wird bekannt wurde, dass das ewige Leben wird bekannt wurde, dass die am alle kennenlernen wurde. Wenn es will, dass wir am Noda kommen, dass wir diese Gemeinschaft mit ihm haben. Nu werden wir den nächsten Vers lesen von 16 Vers und wieder. Von 16 Vers und wieder. Das ist bei 14, dort sind die Vers, die wir von dir bekicken wollen. Und werden wir einmal die lesen. Sagt das dit. Ich habe die Menschen, die du mir uit diese Welt gegeben hast, mit deinen Namen bekannt gemacht. Dort wir dienen und du gibst mir die. Und die haben dein Wort gehalten. Nu weten zij dat alles van die komt wat du mir gegeben hast. De Wert, die du mir gegeben hast, habe ich angegeben. Wieso habe ich mich verloren? De Wert, die du mir gegeben hast, habe ich angegeben. Sie haben die angenommen und weten wahrhaftig, dass ich von dir gekommen bin. Und glauben, dass du mir geschickt hast. Ich freue an. Ich freue nicht für die Welt. Ich freue für die du mir gegeben hast. Willst dort sein dienen. Alles, was ich habe, es dient und alles, was du hast, es mint. Und ich sie in an verherrlicht. So, wir wollen einmal mal eine Pause machen. Das ist ein Satz, was sich in dieser Vers von Sarsbetien einmal wiederholen wird. Und dort bei uns, das kommt gemäß der hin an beim Lesen, wenn so die ganze Zeit alles, was dient, es mint, alles, was mint, es dient, und das einmal das Hand trägt. Alles, das sagt, dort wird angehört, dort als ich den Führer sind, aber er sagt, er fängt an und sagt, dort, du hast mir, diese Person hast du mir gegeben. Wer sind diese Personen? Und erster steht in dem Moment, dann dachte er an die Jünger, wo der dichtste bei ihm wäre.
Wenn hij ging met zijn 12 Jünger von Städte zu Städte en predigt du man möchte die Kranke sind und deed all diese Dinge. Und hij sagt, diese Menschen hast du mir gegeben. Dat zijn meine, aber ich will auch sagen, das sind deine. Aber dann Lothar, wenn wir den Kapitel wieder lesen, dann sagt er, ich bete nicht bloß für diese 12, ich bete für all die, was du glauben worden. So da wenn wir weiter, dass das Kapitel, das wir nicht bloß für 12 Jünger, dort er für 12 Jünger betet. Also in das Kapitel betet er, dann betet er für die und er betet für mich. So in das Kapitel Lothar sagt, ich bete für all die, die noch glauben worden. So er betet für die Zukunft. All die. Und wer sind die, die du nicht glaubst? Du und ich. Wir glauben an Jesus. Amen? So er betet für uns. Und er sagt, dass diese, was du glauben worden, das sind dienen. Er sagt, du hast mir die gegeben, ich gebe dir die zurück. Er redet hier von Eigentum. Er braucht das Wort auch sogar, das Wort Eigentum. Was ist ein Eigentum? Wenn du Wort eine das. Ich weiß nicht, wer der Eigendeimer von das hier ist. Wer ist das? Ich bin wirklich nicht schwierig. Der Zeug-Ära, irgendwer hat ihn hier auf den ersten Stuhl verjeten. Der war hier boven vielleicht irgendwas angeschraubt oder was getan haben. Und ich dachte, das geht jedoch nicht, dass hier fährt, wird ein Schraubendreher den Platz annehmen kann und nicht eine Person. So, das ist der Eigendeimer von das ist nie das Leben Zeug. So, nu weit haben wir den Eigendeimer gefunden. Gracias. So, er redet hier von Eigentum. Du hast Sachen, wo du eins, nicht so? Deine Show, deine Bächse. Das sind deine Bächse. Aber liest du die, da sind auch Bächse, die die Anträge kosten. Ich hoffe nicht. Dann will ich dir ein paar Bächse schenken, wenn ich habe genug dem wieder schenken. So, du eins Sachen. Und Jesus redet hier von, das ist mein Eigentum. Wenn Jesus betet und er sagt, ihr seid mein Eigentum, dann betet Jesus nicht bloß irgendwas. Wenn Jesus weiß, dass er das eine kann, dass er diese Person eine kann und der Gott zurückgeben kann, das ist nicht bloß von selbst passiert. Der musste gekauft werden. Der musste dir gekauft werden. Und wie weit wurde gekauft werden? Dort hat wie Fernsehen geredet, wir mit der Dieren, feine, scheine Blut von Jesus Christus gekauft werden. Aber wie seien das nicht bloß auf dieser steht, dass er uns eine das. Wir sehen dort im ganzen Neuen Testament und auch sogar im Alten Testament redet er immer davon, dass die sind mein Eigentum. Im Alten Testament fängt das all an, wo das israelitische Volk rückgewählt wird und sagt, die sind mein wunderbares, schönes, dieres Eigentum. Die sind meine Tiere Menschen. Das ist, was Gott uns im Alten Testament sagt, was er die Juden sagt. Und nun nimmt er das und sagt, das ist nicht mehr bloß für Juden, oder das ist nicht bloß für dein Dei, nun ist das für alle frei, für immer du glaubst, die sind dir gekauft von mir und das ist mein Eigentum. Wir passen ab nur an sein Eigentum, nicht so? Das haben wir von klein an gelehrt. Mama und Papa, die gaben uns ein Denken und sagen, so, das ist dient und du wirst dir noch abpassen. Nicht so? Und dann als Eltern check wie du noch, das Kind dann auch lernen, was die Sache weich zu leiden, das nicht schwer zu merken, das spielt dich, aber was immer das ist, dass das lang holen soll. Wenn wir unsere Kinder auch lernen und spielt dich abzupassen, wo in dort mal vielleicht 50 oder 100 Peso gekostet hat, wo viel dir, was Dollar, was Jesus nur dir mir abpassen, wenn er sein ganzes Leben gegeben hat, zum uns Hand. So passt er ab. Wenn wir mal in der Bibel ein bisschen checken, was das redet von Gott sein, von arm sein, einfach der arm Gehirn. 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Vielleicht ist ein interessantes Kapitel. Wir wollen nicht alles von der Rede kennen, aber in Wirklichkeit ist es ein Kapitel, wo das viel von Hierarchie redet. Wo Menschen ihren Körper einfach bloß fortschmieden für den Sinn und einfach bloß bei dieser Sache treiben. Und dann sagt 1. Korinther 6 dann, ich habe dir gekauft. Das Körper, was du hast, das ist mein Tempel. Ich will du gerne wohnen. Wenn Gott wohnt nicht mehr in Tinglalos, Berne, oder ein schmacke Gebiet, oder das schmacke Gebiet, Gott wohnt du nicht, Berne. Gott sagt, er will in dir und in mir wohnen. Wenn er will,
dass ons Leben soll so rein und so heilig sein, wenn es hij haft dat heilig gemerkt und dort wieder leren kennen, wenn es hij wel bijna wohnen. Hij wil in wat schmacket wonen und dort wenn es wel in die bijna wohnen. So 1. Korinther 6, 19 und 20 sagt es dit. Oder weet je nicht, dat je Körper ein Tempel für den Heiligen Jesus, der in je wohnt, in den je von Gott haben. Je einen je nicht selbst. Die eins die nicht selbst. Hij eint die. Dann sagt het, finde ich so falsch, je sind für einen dieren Preis gekauft. Door wen verherrlicht Gott mit jenen Körper. Amen? So, du en ik zijn met een dieren Preis gekauft. Von der anderen Welt ist eine Linie von Gedanken, was Krieg jeden ansagt. Wir brauchen den Nachrichten nicht sehr weit schicken, aber wir wollen ein Gedanke finden, was sich sehr verspreiden will, aber das von der ersten Tag in der Welt, wo die Menschen sagen, das ist mein Körper, ich kann mit diesem Körper tun, was ich will. Nur die Bibel noch nicht. Nur die Bibel noch, als sogar, wenn das bloß meine Schal ist, mein Bütterstück ist, nicht das wichtigste Part von mir, sogar dort ehend Hei, diese Bütterstück Schal. Wir sehen von der ersten Tag diese Gedankenlinie so stark, dort wird sogar geschoben, dort soll eine Schule werden. Wir sehen diese Dinge ganz besonders in sehr vielen Ländern, besonders in den reicheren Ländern, wo sehr dort geschoben wird, dort Auftriebung soll passieren. Die Schübe und Schübe, trieb doch auf, trieb die Babys weg. Sie reden dann auch ganz von scheine Wirt, sie merken, dass der Sohn von seiner Schein hier alles, wenn die soll ein gutes Leben haben, und die können diese frühe Körper, die kondonen mit dem Körper, was die will. Erstens, das ist nicht der frühe Körper, wenn das Baby im Bauch, das ist ein anderer Körper, das soll nie ein Körper. So, wenn die früh was tät, dann hätte nicht ein Körper was an, dann hätte ein anderen Körper dort merken. Aber nicht mal einen Körper. Wir sehen auch von der ersten Tag, wo viele Menschen, die in der Drogs leben, die in der Pornografie leben, wo dort nicht mehr genug die Drogs und die Pornografie, und wo sie sich anfangen zu schneiden. Ich habe so eine Freundin gehabt. Die Drogs und die Pornografie, wie nicht mehr genug, sie musste sich schneiden, sie musste blau sein und sie musste einfach mit so einer Sache leben, wenn sie sagen, das ist mein Körper, ich tue mit diesem Wort, ich will. Und in Wirklichkeit wollen sie sich nicht schneiden, aber sie werden Sklaven, ihren Körper dood in zwei zu merken. Und nur dood, eine Sache, die nur dood führen. So wir sind, du und ich sind für einen Dierenpreis frei gekauft, nicht bloß gekauft, wir sind auch frei gekauft. Und wir brauchen nicht diese Sache fallen, wenn wir sind. Das Körper, das ist sein Tempel, das ist, wo er gerne wohnen hat. Johannes 10, Vers 27 und 28 sagt so. Das redet von, wo Jesus zu seinen Jüngern war, redet. Und er sagt so, meine Schub, die hören meine Stimme und ich kann an. Und die kommen mir heran und ich gebe ein ewiges Leben. Sie waren niemals ankommen und keiner konnte meine Hand retten. Das ist der letzte Satz. Keiner konnte meine Hand retten. Ich will dir sagen, wenn du Jesus Christus in dein Leben hast, dann ist es sehr wichtig, dass du weiter das. Kein anderer kann die Jesus Christus in Hand retten. Wenn du bist, er sagt, er verspricht, ich will die holen, ich will die sicher holen. So du bist sein Eigentum, er hat die gekauft und du in dieser Hand kann die keiner retten. Die kennen die sagen, du warst nur ein Halge und die kennen die sagen, was die wollen. Aber wenn Jesus die gekauft hat, dann ist was Menschen sagen und dann, wenn es hat die frei gekauft. Offenbarung 4, Vers 9, das letzte Buch von der Bibel sagt so, das ist, wo die 24 Ältesten für den Thron sind, für Jesus und am Anbeten, sie sagen so, und sie singen ein Niederlied und sagen, du bist im Stand, das Buch zu nehmen und die Seelen abzumerken, willst du wirst doodgemerkt werden und jäfst den Blut haben, damit für Gott von allen Menschen stammen und sprechen und Völker ein Volk für sich zu kämpfen. So Jesus lässt sich dort merken, dass er von allen Völkern
einfach taubkeppen worden. Ich glaube nicht het leven kijken, ich glaube ook wo sich das entwickelt, das ist eine wunderbare Familie. Erstens habe ich hier uit Plotitsch, Menschen, die wie Plotitsch reden, von alle Wein, von alle Sorten Plotitsch. Nochmal, check wie den anderen an, ich weiß, wo die schwarze Tasche, die wir brauchen, ist, was ich einmal Plastiktasche wäre, und das nu halt über ihr Büt. Habe ich halt über ihr Büt, wenn dort Plastik alle verbrokkelen deed. En dat deed Jake buien. So Jake erstmal von der Altkolonie, als een kleiner Junge weer uitgekomen. Dan deed Knals halbe buien. So Knals is nog niet ganz so lang von der Altkolonie weg. En dan deed Aldrin, dat is van Brazil. En Larry, dat is een Paraguayo. Die feiert de Dasche buien. En dan zei hij een socket set. En dan zei hij, wat? Een socket wat? Die wissen nicht, was das bedeutet. Und die ganze Zeit, besonders wenn das in die Gereitschaft fällt, dann weiß wie der eine braucht Englisch, und der andere Spanisch, und der andere so weg. Und den ganzen Tag hat er sich angecheckt, und er sich wirklich toll geworden. Und Jake, wenn wir kennen Ansel so lange, so wisst das Brasileiro Plotitsch, kennt das Alkonische Plotitsch, und kennt mich, wenn es Paraguayo wie, kennt das Paraguayische Plotitsch. Jake, die muss den Tag even, und er steht dort, der Bücher können, muss ja auf den Dollar ran, und er sagte, und er feiert Plotitsche Menschen. So, ich freue mich, wo wir bloß all von Plotitsch, von aller Wein sind. Aber dann habe ich spanische Menschen, wir kommen einmal Brasileiros haben, so, wir haben hier ein klein bisschen von dem, was hier von der Rede redet. Ich zeige mir ein Volk von jeder Nation, von jeder Volk. Du hast nicht bloß eine Sprache im Himmel, du wo wir alle taub sind. Ein klein bisschen Port von dort haben wir hier alle erfahren. So scheint auch dort, wie Evasata hier hängen haben, dort die Personen, die nicht Plotitsch verstehen können, dort Spanisch in der Uhr hier kennen. Es ist wunderbar, dort wie so wird es das erleben können. Und dann will ich auch von Epheser 1, Vers 13 und 14 lesen. Vielleicht der wichtigste Vers von dieser Rehvers, was ich hier lese. Da. Epheser 1, Vers 13 und 14 sagt es das. Und ich war nicht von dieser, weil ich hier mitlese, aber ich war von Übersetzung lese, die kenne ich, Bibel-Übersetzung, ich weiß nicht, so die kannst, das ist die nähere Übersetzung, das ist, wo jeder Vers mit Schafe redet. Ich war von der Übersetzung lese, wenn es die Dollar, die wird, krieg so übersetzt hat aus dem Griechischen wäre, und ich war gut verstanden, wenn ich von du lese da. Das heißt es dort, in wem auch je, nachdem je dort Wort von der Wahrheit hier, dort Evangelium von der Jüngeradung, in wem auch je, nachdem je geglaubt haben sind, verseelt worden mit den Heiligen Geist, von der Versprechung, wo der Onthulung von uns aufgeht ist, für die Erlösung von dort gekaufte Eiendom, für den Lob von seiner Herrlichkeit. So, was hier, ich würde einmal auf einfache Wirt sagen, was hier sagt, heißt, Jesus ist gestorben. Wenn wir die Verse ablesen, sagt er, Jesus ist gestorben für deine Rettung. So, ich fange vom Vater an, wenn wir Epheser ganz sehen, was der Vater tut, dann ist Jesus für uns gestorben, und dann zu Lat sagt er, und der Heilige Geist, der merkt, dass diese Rettung, die du gekriegt hast, er merkt den Ziel dann ab, dass du dich kannst holen. Das ist, was der Heilige Geist tut. Er merkt den Ziel dann ab, und dann sagt er, der hat all die Onthulung gemerkt, dass du sein Eiendom bist, und er wird dir das ganze aufgeht nach jedem. Das ist, was er in einfache Wirt sagt. So, nu werden wir diese drei Wirt bekicken. Das Ziel, was er hiervon redet, das ist, was in der Bibel sehr viel gebraucht wird, das ist ein Stempel, wird mal mit was, das ist eine Sera, das ist täuschlich oder so, vielleicht zum Beispiel ab dem Brief abgedonnen wird, das wird heute gemerkt, dann abgelagert, und dann wird das Stempel dann abgedonnen, dass das ganz genau zu sein, wie das Brief erst gemerkt. Zum Beispiel ein König, er würde einen Brief schreiben, und wenn er den checken will haben, er will sagen, Apostel, dass kein anderer, was du schreiben würde, dann würde er sein Siegel dann abtun. Also dass der Anschlag ab keine Weiche abzumerken. Er versiegelt den. Eine andere Weiche, wo ein Siegel gebraucht wird, ein Siegel, dort wir, wenn du ein Sklave gekauft hast, dann würde sie sein Siegel oder sein Stempel heute merken und würde den dort an den Stirn oder an den Arms irgendwo non brennen, dass er dort niemals rausbringen kann.
aber die wurde den Namen durch abbrennen, abbestieren, aber irgendwo wurde zu sein wie, dort die Person sind wir. Versteht ihr, was ich meine? Dort wie ein Siegel. Ein Siegel wird auch gebraucht, um irgendwas wiesen, dass dort achtet wir. Zum Beispiel, wenn sie was verkaufen, dann würde verkaufen sein Stempel dann abtun und das ist von der ersten Tag. Wir checken, wenn wir uns Wechsel kaufen, wie vorher nur 6. August, du hängen nur Los Pozos, dann checken wir einmal hängen, ab wann Nummer du buchen steht. Dann checken wir noch, ist es eine neue Märkte Bags oder eine reichte Bags? Nicht so? Wir checken, ist es achtet, was ich hier kaufe da? Aber wenn ihr John Deere Repostos kaufen, dann wo ich kriegst du es checken. Ist es plus was neue Märkte oder ist es das achte, was ich mir kaufen will? Nicht so? So weit wie, dass wir brauchen ein Stempel, ein Siegel. Und das ist, was er sagt. Das Siegel, der Stempel, das erste, was er sagt, ist, das meint. Was Jesus sagt, ich habe dir gestempelt, dass du meint bist. Das zweite, was er sagt, ich war abpassen, dass keiner was das verfälschen kann, oder die, was die rüten kann. Das ist, wenn das versichert. Okay, verstehen? Und dann das nächste Wort, was er sagt, ich habe eine Onthulung gemerkt. Und diese wird Siegel und Onthulung in Eiendom, das sind alles Wörter, was in der Zeit wurde Abogados brauchen zum Papier unterschrieben. So, wenn Paulus hoch gelehrt wird, braucht er in diesem Fall so eine Wort aus Abogados oder aus der, wenn irgendwas unterschrieben wurde, so eine Wort braucht er, um den Menschen dort deutlich zu merken, zu sagen, du hier ist Jesus, der hat die gekauft und der hat die gesiegelt. Und er will dann sagen, keiner wird den zurückrichten können. Das ist, was er will uns deutlich merken. So, er will sagen, die Onthulung ist all gemerkt. Und das sagt Jesus sogar fair, sagt er, dass er uns gekauft hat. Und dann das letzte Wort, sorry, Sie müssen dahin noch das letzte nehmen, was er uns sagt, weil er heißt, wir sind sein Eiendom. Und dann haben wir noch das Wort, wie war die ganze Aufgabe, das ganze Aufgabe, was wir noch kriegen. So, das sind alles Wörter, was wir brauchen in uns täglichen Wort. Wir reden von, okay, ich will mein Land angehen, ich habe die Antollung gemerkt. Nu habe ich so viel angetollt, dass nu kann ich das nicht. Und das ist dort eine Rede wie von Sachen die ganze Zeit. Und so redet Paulus auch zu uns und sagt, das ist, die sind in keiner Konjunt zurücktreten. Die sind getekent und gesealt von ihm. Amen? So, mein erster Punkt, ganz top gefühlt, Kart ist, dass wir sind mit dem Dierenblut von Jesus Christus gekauft, wir sind, und der Herr Jesus mir einen Stempel danach und sagt, keiner wird das von hier rüberreden. Das ist wirklich meint. Da werden wir noch einmal lesen, 6 bis 8. Wir haben das einmal gelesen, aber nun werden wir noch was anderes checken. 6 bis 8 sagt so. Ich hab den Menschen, die du mir aus dieser Welt gegeben hast, mit deinen Namen bekannt gemacht, dass wir dienen und du gibst mir die. Und die haben dein Wort geholen. Nu weten sie, dass alles von dir kommt, was du mir gegeben hast. Die Wort, die du mir gegeben hast, habe ich angegeben. Sie haben die angenommen und weten wahrhaftig, dass ich von dir gekommen bin. Und je Leben, das du mir geschenkt hast. So, nu werden wir noch das Wort checken. Wann falsch ist das? Wir sind hier nicht mitgekommen ganz. Das sind, wie war Johannes 17, Vers 6 bis 8. Ich habe die einmal noch drin. Der 8. Vers. Der wird, so. Der wird, die du mir gegeben hast, habe ich angegeben. Sie haben die angenommen und weiten wahrhaftig, dass ich von dir gekommen bin in ihr Leben, das du mir geschenkt hast. In diese 3 Vers redet von immer von am Kernlehre, aber dort er sich offenbart hat. Und er hat das mit wir getan, aber mit seinem Charakter auch zu wissen. Er weiß zum Beispiel ganz klar, dass er Gott wird. Jesus aus hier ab diese Erde wandeln. So er mögt sich offenbar, er lässt sich kennen, wer er wird.
En we gaan ook immer waren in de Bibel, wo die Menschen fragen, wer bist du so wirklich? En hat immer waren Leute, die sich kennen, dass er wirklich Gott wird. En dan redt hij ook, nu heb ik intensiviert. Hij gaf dan over te kennen, zijn karakter, maar hij ziet ook immer ware Sachen. En deze Wert, wat hij door openbaren deed, eruit zei dat, die zegt hij, die haben zij ongenomen, die haben zij tot zich genomen. So, wat Jezus zegt is, ik bid ook wieder, dat zij deze Wert, een andere Wert, dat we de Bibel, dat wat hij ons zegt, dagelijks in ons gebed, wanneer we hartje, dat we die onnemen worden. En dan zegt hij, dat hij die ongenomen heeft, dat ze die kennen leren. Wenn wat kennen leren? God is niet dat we am bloß een dag kennen. God is een ding wat we immer waren, dat is wat we immer wieder kennen leren. En dan redt hij ook van dat die gehouden worden. Wie weet is er goed? Dat wir, wanneer gezegd worden en niet gehouden worden, dan houden die weinig niet zo. Wie weet wens ons voor aan Mutter, dat wanneer we zeggen, speelt dich abriemen, en dat speelt dich bloß es dort liggen, dan houdt het weinig aan, zeggen, speelt dich abriemen. So wie weet een gleiche, dat gehouden wordt. Ik geloof besonders, weet niet de Früh ook, maar besonders wie Männer, wie gleiche, wanneer onze Wert respektiert worden, wanneer die geacht worden. Dat wanneer ik zei zo, dan gleich wie dat zo dan passieren dat. Zo, we hebben moeten kijken in Jakobus 1, vers 22. Wat voor wunderbare verspreken wie du hand. Jakobus 1, vers 22 zegt zo. 21, sorry, ik ben even hups. 21, da. Legt alles op wat erin is en wat slecht is. En neemt het woord wellig op dat een juntje plant is en de kracht heeft june zeilen te raden. Neemt het woord wellig op dat een juntje plant is. Dat woord aan eerste steed is dat woord Gottes. De eerste steed wordt zijn woord te vinden is immer in de Bibel. Amen. En God zegt dat dit woord is in die geplant. Dit woord is in die hart neergeschreven. Du hast dit woord in die. Den dag wo du den Heiligen Geist, wo du Jesus kriegst als Haar en wo de Heilige Geist anfängt in die te wohnen. Den dag krijgst du dat ganze woord. Ook wanneer du dat nog niet van Amschlag bij Amschlag gelezen hast. Dat woord is in die. En veelemaal, er niet veelemaal, immer, wanneer we dat lezen, dan lezen we zo dat als wat al in ons bijna is. Nou, eenmaal dan verstaan we nog niet veel, maar zoveel langer we hier bijna lezen, dan worden we aan dit is al in mij bijna. Ik moet het bloos fresh bekijken, omdat dat waar het terug komt en dat dat degelijk door is. Wanneer u in gebedstijden bent, dan wordt God die nog maar Bibelvers aangeven, wat u vielleicht al 5 jaar terug gelezen hebt. En wat u keine Weg wist, wou in denk te houden. Ik wens weet bij mij lang niet immer, wo ik nog mal Bibelvers aankrijg beim Beten, bet vielleicht für eine Person, aber ich habe mir einen Bibelvers für den an und er konnte ihn auswendig. Und er hat den Vers aber niemals auswendig gelehrt. Versteht ihr, was ich meine? Dat is, wenn dat is in mij neergeplant en ik kan dat wiedergeven wat de Heilige Geest in mij neergeplant heeft. Zo'n ha ik niet veel erleven, bij haar vriend wat zo'n zo veel erleven, der beim Beten, dan op eenmaal hier de Jesaja zo en zo, vers zo en zo. Dan slonen ze op, dan is het een woord voor den dag. Lucas zo en zo, ta ta ta. Oké, dan slonen ze op. Dus ik heb veel vrienden wat dat immer waren hebben. Zodat is einfach dat woord wat toen neergeplant is. En wat de Heilige Geest dat alles weet, wat hij dat al deed, weet ik niet. Maar wat ik weet, dat is in die en in mij, want Jezus hand neergeplant. Nu, dat is toen neergeplant, dat had hem onze zuilen te raden. Maar nu de nächste vers, vers 22, zegt zo, je moet ook doen wat het woord zegt. Wils bloos hierin regt niet toe. Zes beschimmel je jezelf. So wie, wanneer we willen het erleven voor wat het woord is, dan is het je hartje wat het zegt. Wenn Johannes 14, vers 15, Johannes 14, vers 15 zegt zo. Wer mij goed is, wordt mijn geboten houden, zegt Jezus.
Psalm 119, Vers 11. Sag ich so. Psalm 119, Vers 11. Wird's kommen. Dat is zo. Ik kijk naar me dat ik dat weer hetzelfde woord danken. Ik hou die woord im hart, dat ik niet je in die zin war. Dankeschön, Johnny. Ik hou die woord in mijn hart, dat ik niet je, weet je, ik krijg zo lang ze verfors, ik dacht, ik kan du van hier ook schreeuwen, geweldig. Ik hou die woord im hart, dat ik niet je in die zin war. Dat woord, ik hou die woord in mijn hart. Eens de Bibel überzet, dat ik versterk dat te binnen. Ik post nur dat op. Ik hou dat hier binnen. Ik leeg dit woord. Dit woord is einfach een leven brengen, dit woord. En dat als je plant in die en mij, dat het leven niet aanschelen kan. Nu willen we lezen de versen 11 en 12 van Johannes 17. 11 en 12. Zegt es dit. Ik zie niet meer in deze wereld, aber deze zijn in de wereld. So Jezus zei, beet en zei, ik zie niet meer in deze wereld. So hij beet als wanneer hij al naar de andere kant gegaan was. In werkelijkheid ben hij nog niet gestorven, so hij is nog op deze kant, maar hij beet als wanneer dat al passiert is. De ganze tijd beet hij in werkelijkheid zo. Ik zie niet meer in deze wereld, aber deze zijn in de wereld. En ik kom naar die, Herr Jefora, hou de zeker in die namen, den du mij gegeven hast, dat ze eins zijn, zoals wie eins zijn. En dan de 12e vers zegt zo, zolang als ik bij aan wie, hield ik aan in die namen, den du mij gegeven hast, en ik heb nu aan abgepost. Keiner von an is verloren gegaan, bitte de einer, der verloren gaan muss. Dat zo wordt als geschreven staat. So dat is van Judas gemeint, niet zo? Dat, wenn es dort wir all so prophezeit waren, dat Judas, dat het met hem zou passieren worden. So, wie willen hier twee weer bechecken? Im 11. vers, wenn wir einmal drei Jungen kennen, im 11. vers, ik zie niet meer in deze wereld, aber deze zijn in de wereld, en ik kom naar die Heer voor, hou de zeker. Jezus geht nun vor und sagt, hou deze persoon, wat u mij gegeven hast, zeker. Post nur an ab. Jesus ist dir und mir wichtig. Hij beet für deine und für meine Sicherheit. Hou de zeker. Und dann der nächste Vers, den 12. Vers. Zolang als ik bij aan wie, hield ik aan in die Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe nur an abgepost. Jesus sagt, ich habe für diese nie abgepost, nu gebe ich dir die. Und post für die wieder ab. Und das wird verdienen mich von dir versprochen ist. Der Vater, der post, und Jesus, der post ab, nur die in mir. 1. Petrus 1, Vers 5 sagt es dit. En Gott in seiner Allmacht wird du nur sein, dass die durch sicher ankommen worden und dort Heil kriegen, weil sie an Jesus glauben. Dort Heil soll in der letzten Tag offenbar worden. Amen. Wanneer wir die jemals waren sagen, dass du nicht weiterkommst, als du geraten bist, aber nicht, das ist ein von den Versen, was du am Vers lesen kannst, und noch viele andere. Und Gott in seiner Allmacht wird du nur sein, dass die durch sicher ankommen, nicht unsicher, dass die durch sicher ankommen worden und dort Heil kriegen, weil sie an Jesus glauben. So wie kriegen dort Heil? Wie können dort weiter? Und ich will nicht sagen, das ist ein Vers, den ihr nu merkt, erst im Stride, wenn es wie können auch einmal bloß jeden einen Vers trägschmieden, wenn irgendwer uns sagt, du kannst nicht weiter zu Rat bist, dort wie bloß träge ankämpfen mit Vers. Ich meine nicht ab diese Weg. Ich meine eine lebende Weg. Niemals versichert zu gewinnen, ein Streit zu gewinnen. Wenn so wird gesagt wird. Versichert am zu leben, dass er auch mit dir mitkommen kann. Verstehe je den Unterschied? Aber du kannst beten, und irgendwann kannst du ihm vielleicht fragen, auf einen Weg, wo er sich nicht jene Wand geschoben fällt, kannst du ihm vielleicht leben sein,
wat bedient het vers. Hij wordt dat zeker merken, dat wat de radung wat passeren. En dat ik door heel in Jezus Christus geschreven word. En dat is wat Jezus wichtig is. Hij wist, ik word nu gestorven voor aan. En ik wil dat wat ik doe, zekerheid geven wordt. Zodat wat hij verdient mij dat brengt ons 100% zekerheid in Jezus Christus. We brücken niet duren en immer Angst haben. Psalm 18, vers 3, dat is vom Oude Testament. Psalm 18, vers 3 zegt zo. De Heer is meine von Stein bebühte Stadt, mein sicheren Schutz, en die, der mir raden lädt. Mein Gott ist mein Stein, hinter den ich sicher stehe. Hij bewahrt mich als ein Schild, hij raadt mich, in seine Kraft stehe ich fast. Seine ganze Psalmen, das ist bloß ein von mehreren Psalmen, redet immer von, dass hij als eine festgebaute Stadt oder eine Burg, auf Hochdeutsch wird wieder eine Burg nennen, nicht so? So ein großes Kastell, nicht so? So ein großes steinernes Haus, wo erst einmal große Wänge, dicke Wänge gebaut werden, dort waren die Kriege da, dort das nicht am zu schmieden ging, und du hänger wohnen die König, dort keiner am Tod merken können. Dann haben sie hohe Turms, von wo die Soldaten von Buben stünden und kickten, wenn irgendwer dicht bei dieser Wohn kommt, mit den Flitzbeos, puff, den Tod merken, wenn es dann wieder so eine sicher bebühte Stadt. Und diese Wort, was in den ganzen Psalmen einmal gebraucht, dort ist so, als Gott nur die in mich kicken. Hij biedt uns eine steinerne Wand mit hohen Turms, von wo er alle Fehler sein kann. Und er sagt, ich war nur die Apostel. So wichtig bist du in seine Augen. Er sagt sogar, dass du bist das Bernerste von ihr, sei wie veran. Wo sei Apostel wie ab, wenn du irgendwas pürkst, dann merkt man, wo sich tau nicht so. Die Apostel ab nur an sie Augen. Und Jesus sagt, so kickt er nur die. Gott sagt, so kickt er nur die im Alten Testament an. Vers 13, Johannes 17, Vers 13. Sagt so, aber nu komme ich nur die, und dit rede ich in diese Welt, dass sie in mir Frieden voll und ganz in sich haben können. Amen. Dass sie in dieser Welt Frieden können haben. So, hij fängt an zu reden, dass wir waren, dass in Arm, dann wird, wir sind in Eigentum. Dann sagt er nu, ich will das Wort planten. Und sie wollen sicher haben. Und wenn wir sicher sind, dann wollen wir die volle Frieden können am haben. Frieden, ganz volle Frieden kannst du haben, wenn du die sicher fühlst. Wenn du weißt, du bist beschützt. Johannes 15, Vers 11, sagt es dit. Johannes 15, Vers 11. Ich habe junt dit gesagt, dat meine Friede in junt blijven mag, en dat je junt ganz vrijen können. Wir können uns in Jesus freien. Wir können ganz die Friede ganz voll ab, kriegen je Gift, dat wir in Jesus voll ab Friede können haben. Sogar in der Apostelgeschichte redet davon, dass er will seinen Jesus über uns geben, damit wir keine Friede auch haben. Redet in der Apostelgeschichte, weil ich weiß nicht krieg, wo. Dass diese versprochene Friede wird sein. Und ich weiß, uns Leben ist nicht alles Rosen, alles jeder Tag schein. Dort ist es nicht versprochen. Unsere Friede ist sogar, wenn wir Versicherungen kriegen wollen, so dass die Bibel uns sagt, sogar dann, wo wir Friede haben. Aber Port von deiner Radung, von deiner Sicherheit in Jesus Christus, ist die Friede zu erleben. Es ist wirklich froh zu sein. Ich sehe so viele Christen, die gehen mit so einem Trüge gesagt haben. Die sind so ernst, und ich meine, das so ernst, sie wollen in keine Versicherung fallen, sie wollen alles erreicht merken. Aber sie verjeten ganz, dass du erst eine große Versprechen von Frieden von einem gegeben und sie glauben, so viel Trüge und so viel Trüge hat ja und so viel Ernst, ihr sagt, kicken wird, so viel besser wird ihr Christenleben sein. Wenn wirst du traurig kicken, wenn die Friede gesagt wird, du kostet Hand, ganz
voll Frieden. Du kannst froh sein von Berne. Und das ist nicht ein Frau sein, was von Büte gemerkt wird, so wie das viele Montaner abfiest. Das ist eine Freude, was wirklich von Berne Rüt kommen hat. Und was sich Rüt wiesen hat und was einfach aus die Rüt wahlen hat. Nicht ein, wo du diesen Schmack und Smile absatte, das und die ganze Zeit reit west, dass irgendwer was ein Bild nehmen. Das ist sehr funny und spaßig, wenn wir so ramgehen. Das ist eine Freude, die schwalt einfach aus die Rüt. Und das ist eine Freude, die hast du sogar dann die Überhand, wenn du noch mal einen schweren Tag hast. Dann weißt du, dann kannst du so Paulus sagen, das ist die Freude, wo ich mich anholen kann, was mich stark merke, dass diese Zeit durchzugehen. Du kannst weiter, in Jesus hast du vollkommen Frieden. Und er sagt hier im 13. Vers so, komme nu nur die. Und das rede ich in dieser Welt nennen. Wenn es Jesus sieht im 4. Kapitel, er sagt, sie sind in dieser Welt wird dort schwor sein. Das sagt er im 16. Kapitel ganz zuletzt. In dieser Welt wird dort schwor sein, aber ich will ihn dort weiterlassen, ich habe die Welt gewonnen. Und nu im 17. Kapitel sagt er, kommt hin um Vater und sagt, komm nur die, und das rede ich in dieser Welt. So, an dieser Kant habe ich Frieden haben. In dieser Welt, auch hier, wo das schwor ist, habe ich Frieden haben. Dort sie meine Frieden voll und ganz in sich haben können. Du kannst einfach voll Frieden sein. Dann sagt der 14. Vers, der letzte von dir, ich habe an dein Wort gegeben. In der Welt ist empfindlich, weil sie nicht von dieser Welt sind. Gerade so als ich nicht von dieser Welt sehe. So, nun habe ich die ganze schöne Sache hier gehört. Wir haben gehört, dass wir sind sein Eigentum. Er eint uns. Wir gehören zu Jesus. Wir haben gehört, dass Jesus betet für uns, dass sein Wort erst in uns näher plant und dort wird in uns lebendig worden. Wir hören, dass wir sicher sind in seiner Hand, dass wir ganz sicher sind, dass wir sind festgeschlossen, keiner kann uns zurückretten. Und nicht zuletzt hier wieder, dass wir Frieden sein in sein Wort. Und dann für den nächsten Vers sage ich, die Welt wird eher noch befindlich sein. Er merkt uns ganz rein. Er sagt, wir sind geeint, wir haben die Wert von Gott in uns, wir sind sicher in ihm, wir haben die Frieden von ihm in uns. Und sagt er, aber die Welt, die wird gehen uns sein. Und du fand wir wieder das nächste Mal hier. Wenn Wort ist die Welt gehen uns, wenn wir du wieder lesen, den 15. dann wieder, dann wird uns das kurz deutlich. Wenn wir sind nicht von der Welt, wir hier nicht zu der Gruppe. Wir sind eine besondere Gruppe. Wenn du Jesus Christus hast, dann bist du rausgenommen mit der gewöhnlichen Gruppe und du bist für immer in eine neue Gruppe eingestellt. Wo es bloß ein Volk haben, von allen Nationen ein Volk, wo wir eingestellt sind. Und du hier stehst nicht Volk. In der Welt wird wohl gehen uns sein, wenn sie verstehen uns nicht, wenn wir für eine neue Gruppe gehören. Aber das ist okay, wenn wir nicht von allem verstehen werden. Wenn Jesus hat diese Welt überwunden. Und auch wenn die waren feindlich in uns sein, können wir fair weggehen. Und wir können einfach dort weiter, diese Sicherheit, was wir ihm anhand. Ich will die Bandafrau noch verder zu kommen. Wir waren noch einmal in der letzten Lied singen. Santo por siempre. Wir wollen einfach Gott loben und preisen in diesem Moment. Du kannst weiter, dass du bist sicher in Jesus. Er hat dir gekauft. Jesus ging freiwillig, dass wir al sehen, freiwillig am Kreuz, um dir zu zeigen, dass du sicher in seine Hände sein. Ich bete über dich, wenn hier irgendwer ist, wer du mit der Kämpfe hat, dass er nicht weit aus der Radung hat. Vielleicht hast du die bekehrt, weil die Menschen haben so sehr geredet, dass du für die Jaft nicht Vergebung oder so eine Sache steht.
Aber du kannst nicht weit, dass du geraten bist und du hast diese Wied gehört. Und irgendwer von jünt hier mit dort die Kämpfe hat, als du geraten bist. Dann will ich für die von dir sagen, und ich will beide über die spreken, dass diese schlechte Gefälle, die verloren hat im Namen Jesus, diese Dämonen, und dass du weiterkommst, du bist die gekauft, er hat die eingeschlossen mit den Heiligen Jesus, und keiner kann die retten. Wenn der Heilige Jesus die anschließt, kann nicht irgendwer die kommen und sagen, das ist nicht mehr so, was die Bibel die versprochen hat. Das Wort Gottes ist ein Wort, was ewig ist. Das ist für immer, das wir all immer, und das ist für immer. Und dort, was Gott sagt, das ist über alles. Dann können die sagen, was immer die wollen. Das ändert nichts. Wir haben abstehen. Und ich will mit 2 Versen schließen. Diese 2 Versen, die werden Versen, wo ich in meiner Jugendzeit, so als ich 15, 16, 17 war, einzige Werke jeden Tag lesen. Römer 8, das 8. Kapitel, wie ein Kapitel, wo ich in meine schweren Zeiten von meinem Leben, in eine besondere schwere Zeit, wird Römer 8, wird das Kapitel, wo ich einmal muss jeden Tag lesen, damit ich puva Wörter bleibe. Und so einfach als die Botschaft von dir ist, so kannst du diese Wert von dir verdienen, Gott annehmen. Kannst du dir vorstellen, dass ich damals mit 16, 17, viele Mal, 5, 6 Mal den Weg gelesen habe. So kannst du dir auch vielleicht diesen Weg jeden Tag lesen. In Römer 8, Vers 38 und 39 sagt es so. Ich sehe mich sicher, dort nicht Tod oder dort Leben, nicht Engel oder Gewalten, nicht jen Wort oder Zukunft, nicht die Welt über uns oder die Welt ohne uns oder irgendeine andere Kreatur uns von Gott seinen Leib scheiden kann, der in Jesus, Christus Jesus, uns Herrn ist. Ich will noch einmal lesen. Ich sehe mich sicher, wer will das Taub lesen? Lesen mit mir Taub. Ich sehe mich sicher, dort nicht Tod oder dort Leben, nicht Engel oder Gewalten, nicht Gegenwart oder Zukunft, nicht die Welt über uns oder die Welt ohne uns oder irgendeine andere Kreatur uns von Gott seinen Leib scheiden kann, der in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Amen. Halleluja. Keiner kann die Gott seine Hand retten. Und was ich von dir auch für dich sage, weil das ist Jesus sein Gebet für dich, dass du kannst sicher in seine Hände sein. Vielleicht wisst Jesus, dass dort einzige von uns damit kämpfen würde, als wir wirklich der Radung wirklich für uns wir. Und du Minuten oder Stunde fairer sind dort, dann sage ich bete für an, dass sie können sicher sein. Und du kannst es weiter, dass wenn du die Vergebung von Jesus Christus annehmen lässt, dann kannst du die sicher sein. Ich will sagen, für die, die hier nicht diese Sicherheit haben, oder was noch besser gesagt, was ich sagen will, die noch nicht den Staub gemerkt haben, Jesus nur zu folgen und die Vergebung anzunehmen. Die können dort niemand mit tun. Ich will die ganz kurz sagen, Jesus Christus ist für die gestorben und abgestanden. Und er hat dir das all vergeben. Er hat dir alle Sünden vergeben. Und den Staub, den du nicht merken kannst, ist dort anzunehmen für dein persönliches Leben. Wir wollen alle dort beten. Ich will Frauen, dass all die Kinder Gottes, die Geschwister alle mitbeten, für die, die das erste Mal tun. Dass sie keine Freunde haben, die mit ihnen beten. Bet einfach im Hort und Leib dran. Wenn du noch niemals Jesus angenommen hast, die bekehrt oder wahre, oder wer immer du das nennst, dann kannst du nicht mit mir beten. Sei so. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Und war abgestanden. Und ich freue dich, vergib mir all meine Sünden.
En wasch mich wit als Schnee. Kom in mijn leven aan. Kom, Herr Jesus. Maak eine Wohnung in mij. Ik wil die kind zijn. En ik wil dat u mij eens. Ik dank dir dafür. Für euer Leben. En voor eine Sicherheit. In die Namen Jesus. Amen. Ik wil vragen. Als du von dir irgendwie weer het eerste Mal, oder wer vielleicht nur eine lange Zeit, das Gebet gemerkt hast, was ich frisch, trägt nur Jesus gedreht habe. Hay alguien que hoy decidió seguir a Cristo Jesús con esta oración. Als du irgendwie. Ich kann die Hand abheben. Wenn nicht, wenn du die Schäme hast, du kannst Lothar noch mich kommen, oder noch irgendwem kommen. En dat zei we willen met die toperen die naar Brasil geven. So du bist sicher in Gott zijn Hand. Keiner, nichts auf dieser Welt, kann die Dür von bereiten. Das sind nicht wir, was ich sei, sondern das ist das Gebet, was Jesus posten hat für die in mir gestorben ist. Mag Gott die sehen, hab nie gesehen den Weg, und sie ein sehen für den Freund. Laten we op Allah Gott loven en prijzen met het laatste lied. Amen. Se possan adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. We sing the light forever and amen. And the angels are hailing. All the shepherds sing, hailing. Du Basil Yehov, hailing, hailing forever.
Heilig für Emma sei. So, hier fähren, wo die Personen sind, wat met die beden willen. Vielleicht brauchst du ein Wunder. Vielleicht erst in deiner Familie wer krank, komm hier nach vorne und beten mit dieser Person taub. Aber wenn eine Person zu geblieben ist, dann komm hier und bet einfach taub mit dieser Person. Vielleicht für den, wer du zu ist. Vielleicht brauchst du irgendwas anderes, aber du wirst eine Entscheidung treffen, die viel Weisheit von Gott. Das ist ein Moment, hier nach vorne zu kommen. Vielleicht kommst du mit dieser Sicherheit in Jesus Christus. Dann komm nach vorne, was immer dein Anliegen ist. Ik wil vrouwen dat de leraars je kunnen verder rijden zijn en dat zij met die te beden. En einfach dat we deze zaken bij Jezus of ons in hart aanleggen en met Amtop im Gebet zijn. En voor het eeuwige Port wil ik einfach zeggen, heb niet gezien de weg dat du kannst einfach Gott wirklich erfahren en kennen leren, dat zijn woorden die reden mag en dat du kannst sehen von anderen zijn, wie kann ich wieder Terere drinken en Gemeinschaft fahren. Dankeschön für das Kommen. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Nicht, wenn es nächsten Sonntag seine Elektion ist. Wir sehen uns Freitag, will ich sagen.